Oh Mann, ey, die Situation ist doch echt für die Tonne. Willkommen zurück hier zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel Episode 4, Part Nummer 17, glaube ich, mittlerweile war. Und ja, gut, wir konnten immer von Enden entkommen, das ist schon mal etwas. Jetzt sind wir hier mit Marty, warten auf den Doc, weil der will ja, also natürlich auch Bürger Brown, der will ja eine DeLorean reparieren und ja, was gibt's für uns zu tun? Er wird nie zurückkommen, weißt du? Wovon sprechen Sie da? Von Emmett. Denn ohne meine Führung ist er beinahe nutzlos. Bevor ich ihn fand, war er ein trauriger Versager, der nie etwas zu Ende gebracht hat. Doch sieh nur, was er mit meiner Inspiration geschaffen hat. Übrigens, hübsches Farbmuster. Naja. Ja, Sie haben ihn inspiriert. Und zwar dazu, aus Hill Valley einen Haufen spießiger Idioten zu machen. Ich erwarte nicht, dass ein Delinquent wie du es versteht. Sie glauben, Sie hätten Doc inspiriert? Sie sollten wissen, dass Emmett Brown ohne Sie einen fliegenden, zeitreisenden DeLorean bauen würde. Und einen fliegenden Zeitzug. Lächerlich. Ohne meine Hilfe könnte Emmett nicht einmal eine Hundefüttermaschine bauen. Ja, aber das hat er ohne Sie. Ja gut, also wenn du die Hundefüttermaschine aus dem Film meinst, die war ja, naja, mehr recht schlecht. Nee, ging schon, aber noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Egal. Sie sind nicht die einzige Inspiration in Docs Leben. In meiner Zeitachse hat er eine der nettesten Frauen des 19. Jahrhunderts geheiratet. Nett? Pah. Emmett braucht Disziplin, um sich zu konzentrieren. Er lässt sich so leicht ablenken. Okay, Euer Ehren. Ich mache mir langsam etwas Sorgen. Es hat funktioniert! Haha! Gerade bin ich noch in der Gegenwart und dann 6 Monate in der Vergangenheit. Unglaublich! 6 Monate? Sie haben 6 Monate gebraucht, um die Zeitmaschine zu reparieren? 6 Monate, mein Familienvermögen und einen zwielichtigen Handel mit libyschen Nationalisten. Aber das war es wert. Emmett, tu das nicht! Du brauchst Hilfe! Ach, das kannst du dir abschminken, meine Liebe. Ich bin in die Vergangenheit entkommen. Deine Scheidungsanwälte können... Oh, Martin, wie lange hast du auf mich gewartet? Ein paar Minuten vielleicht. Das ist merkwürdig. Ich habe die reparierte Zeitleitung nur auf ein paar Sekunden nach meinem Verschwinden eingestellt. Nun ja, sicher kein Grund zur Besorgnis. Wahrscheinlich nur eine Fehlkalibrierung der Zeitleitung. Hier, Was ist das? Kleidung für unseren Ausflug. So kannst du doch 1931 nicht herumlaufen. Moment, unser Ausflug? Du dachtest doch nicht, ich lasse dich den schlimmsten Fehler meines Lebens allein korrigieren, oder? Ciao, Edna. Gut, geh nur. Bin häufig elend. Wie bestellen nicht abgeholt. Ruiniere dich, Emmett! Ja, viel Spaß. Das ist meine Stadt! Geht's gleich nicht mehr. Du Bitch. Ja, so das böse Wort gesagt, aber stimmt doch, ey. Zeitleitung eingestellt auf den 26. August 1931. Sind Sie startklar, Euer Ehren? Nenn mich Doc. Ja, Mann. Naja, ein bisschen mehr Haare noch, dann ist er wieder alte. Zurück in die Vergangenheit? Schon wieder. Ich glaube, das war zum letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Da habe ich Sie zuletzt gesehen. Sie, Ihr jüngeres Ich, Sie gingen in diese Richtung, Arm in Arm mit Edna. Zum Glück war meine Ex-Frau nie der Typ für Küsse bei der ersten Verabredung. Wenn wir schnell und konzentriert vorgehen, können wir es schaffen, dass unsere Beziehung nie über das Händchenhalten hinausgeht. Oh, sieh dir das an. Das alte Kino der Stadt. Lass mich raten, das gibt's in der Gegenwart nicht mehr, weil Edna das Gefühl hatte, ja, Bildung im Kino, nee, geht gar nicht, im Freizeitpark sowieso kein Mensch, also weg damit. Was ist damit? Ich habe seit Jahren nicht mehr an diesen Ort gedacht. Meine Gute hat mich 71 dazu gebracht, es abzureißen.
Sie sagte, Filme verderben die jungen Leute. Das ist natürlich alles Unsinn. In meiner Jugend habe ich hier unzählige Abende verbracht. Und aus mir ist nie ein Rowdy geworden. Sag mal, erinnerst du dich an Der öffentliche Feind? Dieser dreckige, feige, schmierige Hund. Hab's aber nie geschafft, Frankenstein zu sehen. Das müssen Sie unbedingt nachholen. Aber das werden Sie. Deshalb sind wir hier, erinnern Sie sich? Richtig, natürlich. Der Film hätte in meiner Fantasie eine Kettenreaktion verursachen und mich zu der Idee inspirieren sollen, mit der meine wissenschaftliche Karriere begann. Wissen Sie denn immer noch nicht, was diese Idee war? Wie könnte ich? Das hat im Verstand eines anderen Emmett Brown stattgefunden. Ein Emmett Brown, der vom Sand der Zeit ausgelöscht wurde. Glücklicherweise kenne ich meinen eigenen Verstand. Schließlich lebe ich schon seit über 70 Jahren mit ihm. Sobald wir mein jüngeres Ich wieder durch den Film inspirieren, wird ihn nichts davon abhalten, seine... Grundgütiger, sieh dir das an! Der Rathausplatz? Genau wie in meiner Erinnerung, nur schmutziger. Oh, das alte Rathaus. Kommen Sie schon, Doc. Sie müssen reingehen und sich umsehen. Erste Regel für Zeitreisen, Doc. Lassen Sie sich nie vor Ihrem anderen Ich blicken. Dadurch könnte die Realität zusammenbrechen oder so. Du meinst? Genau hinter Ihnen, nicht hinsehen. Gehen Sie weiter. Ich sage es Ihnen, wenn Sie weg sind. Oh, und vergessen Sie nicht, Sie sind Carl Sagan. Ist das dieser berühmte Autor? Der mutmaßliche Brandstifter. Was? Spielen Sie einfach mit. Ja, toll. Das kann ja heute werden. Okay, davon haben wir Emmett Brown, hinter uns haben wir Bürger Brown, der... Naja, wenn wir gerade mal vom Thema sind, also er hat ja vorhin gesagt, von wegen, ja, andere Realitäten so, der andere Emmett Brown vom Sand der Zeit ausgelöscht. Mal eine kurze Frage. Die habe ich mir zwar am ersten Let's Play nie gestellt, aber in der Pause vom letzten Part kam irgendwie die Idee. Und zwar ist das Ganze irgendwie unlogisch. Klar, ich meine, Zeitreise ist sowieso eine Logik für sich selbst, weil es sowieso noch nichts Offizielles gibt und so. Aber jetzt mal ehrlich. Wir sind ja, das war Ende von Episode 2 war, sind wir zurück in die Zukunft, dann sind wir irgendwie in diesem, naja, seltsamen Hill Valley gelandet mit Bürger Brown war. Sprich, der Emmett Brown, den wir kennen, der wurde ausgelöscht. Der halt hier Carl Sagan war und so und mit uns hätte zurückreisen sollen, der wurde ja vom, wie er es schon selber gesagt hat, vom Sand der Zeit ausgelöscht. Wieso aber eigentlich nicht Marty? Weil ihn gab es in diesen 1986 ja eigentlich auch. Und so war ja dieser Strebertyp, aber den haben wir auch nie gesehen. Sprich, gab es ja diesen Marty, da hat unser Marty, hat diesen dann ersetzt und wenn es so war, wieso dann nicht mit dem Doc und so auch. Also in der Hinsicht fragt man natürlich schon, warum wurde der Doc durch sein anderes oder sein aktuelles Ich aus Zeitgrad F ersetzt. Aber unser Marty hier, der blieb so, wie er war. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, weil sie saßen bei einer Zeitmaschine und so und eine war, gut, ob eine der gleiche Hund war, ist eine andere Frage. Aber trotzdem hätte eigentlich, also entweder jetzt beide das gleiche treffen müssen und nur einen, oder doch, beides hat das gleiche, sprich, entweder hätten ausgelöscht werden müssen, durch eine neue Version ersetzt, oder sind beide die alten bleiben sollen. So. Und nicht irgendwie nur der eine wird ersetzt und der andere bleibt so, wie er war. Also das ist ein bisschen seltsam, wie ich finde. Aber egal, also mal zu meinen kurzen Ideen noch. Jetzt ab zum jungen Emmett. Michael, du tauchst immer in den seltsamsten Momenten auf. Wo hast du gesteckt? Das willst du lieber nicht wissen. Ach, weißt du, hier und da. Du bist selbst nicht gerade leicht aufzutreiben. Ich habe dich gestern Abend gesucht, aber... Da habe ich wohl gerade eine wunderschöne Dame ausgeführt. Weißt du, ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken. Ach, ich bin mir sicher, du wärst Kid auch allein entwischt. Kid? Oh ja, dafür bin ich dir dankbar. Aber ich meinte eigentlich Edna. Jetzt kommt es mir komisch vor. Doch bis zu diesem Vorfall dachte ich wirklich, wir könnten uns nicht ausstehen. Das ist ja eigentlich auch so. Naja, manchmal ist der erste Eindruck der richtige. Es ist so, du solltest dich nicht durch Edna ablenken lassen von, du weißt schon, den wichtigen Dingen. Beende dein Projekt für die Expo und sieh dir Frankenstein an. Ach, Humbug. Ich bin viel zu beschäftigt, um mir Filme anzusehen. Das ist nicht gut, weil... Und mein Projekt ist übrigens so gut wie fertig.
Das Raketenauto? Raketenauto? Du bist ja gar nicht auf dem Laufenden. Das Raketenauto habe ich verschrottet. Aber Mehr Ärger als Nutzen. Ich werde nie ein Antriebssystem entwickeln, das so funktioniert, wie ich es will. Außerdem ist sein gesellschaftlicher Nutzen praktisch nicht vorhanden. Das wird schwieriger als erwartet. nein, nein. Du warst mit dem Raketenauto wirklich an etwas dran. Du musst nur... Der mentale Affinitätsmesser ist ein viel bedeutenderes Projekt. Der was? Das war Ednas Idee. Sie saß mir wirklich im Nacken, damit alles bis zur Expo fertig wird. Na sicher, Emmett, ich bin etwas verwirrt. Oh oh, die Zeitdifferenz war. Welcher Tag ist heute? Na, heute ist die Eröffnung. Die Eröffnung der Expo. Da fällt mir ein, ich muss schnell ins Labor zurück. Wenn Edna mich rumtrödeln sieht, macht sie mir die Hölle heiß. Wir sehen uns, Corleone. 12. Oktober? Doc? Nicht gut, nicht gut. Es ist viel zu viel Zeit vergangen, Leute. Es müssen wir unbedingt. Oh ja, jetzt erinnere mich wieder. Die Expo, das wird geil. Ja, ich erinnere mich wieder. Aber das, was nachher kommt, weniger geil. Also bin ich halt, gut, Episode 5 war jetzt auch nicht schlimm, aber doch, Episode 4 finde ich eigentlich am geilsten, wenn ich mich richtig erinnere. Für August ist es wirklich etwas zu Wir sind frisch. 2 Monate zu spät. Die Expo fängt bald an und ihr jüngeres Ich hat sich schon kopfüber in Edna verliebt. Ich habe immer dazu geneigt, Dinge zu überstürzen. Dann stürzen wir uns jetzt in den DeLorean und reisen zum richtigen Datum. Nein, viel zu riskant. Erinnerst du dich, wie ich dich 86 zu spät abgeholt habe? Ja? Das sollte uns eine Warnung sein. Irgendwas ist mit der Zeitleitung furchtbar schief gelaufen und das Problem scheint immer schlimmer zu werden. Würden wir jetzt einen Zeitsprung versuchen, könnten wir im Kenozoischen Zeitalter landen oder sogar im Mesozoikum. Dann sitzen wir fest? Fürs Erste schon. Ich werde mich darum kümmern und sehen, was ich tun kann. In der Zwischenzeit kannst du an dem anderen Problem arbeiten. Genau. Ich gehe ins Labor und versuche ihrem jüngeren Ich auszureden. Unmöglich. Wenn mein jüngeres Ich bereits so fanat in Edna ist, wie du sagst, wirst du ihm gar nichts ausreden können. Glaub mir, ich erinnere mich. Konzentrier dich lieber auf die rationalere Hälfte des Paars. Edna? Aber wo finde ich sie? Was glaubst du denn? Ich fahre. Der DeLorean sollte zumindest noch für Reisen durch die ersten 3 Dimensionen funktionieren. Tja, hoffen wir es mal, wa? Die Zeitleitung also im Arsch, das kann ja lustig werden. Ja, ich erinnere mich, Alter. Der hat damals im ersten Let's Play richtig schön verkackt teilweise. Sie hatten recht. Da ist sie. Wenn meine bald zukünftige Ex-Frau eines ist, dann berechenbar. Muss ich wirklich mit ihr sprechen? Könnte ich mich nicht einfach etwas umsehen und sie reparieren die Zeitleitung? Ich rede mit ihr. Sie sollten den DeLorean lieber verstecken, bevor Hey, jemand... Sie! Da versperren Sie den Weg! Alle Auto der Zukunft-Bewerber müssen sich im nördlichen Zelt melden. Warum nicht? Schwein gehabt. Viel Glück! Naja, Prost Mahlzeit. Jetzt darf ich mich darum kümmern. Ja, Halleluja. Immer diese Edna-Strick. Ich kann die Alten nicht mehr sehen. Buchstabieren? B-R-O-W-N. Nicht gerade ein seltener Name. Er ist trotzdem nicht auf der Liste. Tut mir leid. Ach lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Das hier ist die Hill Valley Expo, richtig? Die erste. Allerdings. Und der Zweck unserer Messe ist, neueste Technologien zu zeigen. Richtig. Und Hill Valleys Ruf als fortschrittliche Stadt zu verbessern und zu stärken. Und trotzdem wollen Sie den Schöpfer dieser großartigen Erfindung einfach davon ausschließen. Ich will es gar nicht, aber... Oh je. Mr. Corleone, Sie tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. Was tun Sie hier? Ja, das ist, jo, hat auch was. Das stimmt natürlich auch, aber in erster Linie... Ich Was muss... es auch ist, ich hoffe nur, Sie haben nichts mit Mr. Dickschädel hier zu tun. Anscheinend ist es seine einzige Aufgabe, Leuten bei ihren Angelegenheiten im Weg zu stehen. Unter uns, es ist ein Wunder, dass es die Tannen Gang mit ihm als Buchhalter so weit gebracht hat. Haben Sie Emmett gesehen? Lügen? Nö. Lügen? Nö. Ja,
Gerade eben auf dem Rathausplatz. Dann haben Sie von seinem großen Durchbruch gehört, dem mentalen Affinitätsmesser. Ist das nicht aufregend? Wenn man bedenkt, dass ihm seine Bedeutung nicht bewusst war, bis ich sie ihm klargemacht habe. Ich kenne niemanden wie ihn. Er erkennt sein Potenzial einfach nicht. Darüber wollte ich mit Ihnen reden, über Emmett und sein Potenzial. Komisch. Zuerst habe ich es selbst nicht erkannt. Ich dachte sogar, ich kann ihn nicht ausstehen. Ja. Mal ganz ehrlich, sie ist schon ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen engstirnig und so. Aber eigentlich im Großen und Ganzen doch recht nett, oder? Wie kann aus so einer doch, ja, wie gesagt, recht netten jungen Frau eine solche alte Schreckschraube werden? Das will mir einfach der guten Mann natürlich, sie und Emmett sind zwar verheiratet, aber haben keine Kinder. Vermutlich hatte sie nie SEX und von dem her, naja, wen wundert's? Wissen Sie, viele Leute haben anfangs großes Potenzial, aber dann geht ihnen die Puste aus. Darum bin ich hier. Um sicherzugehen, dass er keine halben Sachen macht. Ja, aber Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Corleone, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist. Und Emmett ist buchstäblich perfekt. Er heißt Emmett Brown. Reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Tja, da steht der Karl Segen drauf. Hey Arti, altes Haus! hey Artie, Officer. Officer, Ach ja, Tarnung nicht auffliegen lassen. würden Sie sich bitte auf die wichtigen Dinge konzentrieren? Kann jetzt nicht reden. Schade. Gut, die Alte kann mir eigentlich gestohlen bleiben. hey, Entschuldigung, Ja? wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja, Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Die Frage wollte ich gerade auch stellen. Der hat's ja von Kit Tennants Bar Kit Tennants Bar bis hierher, hat das ja weit gebracht. Ja, jetzt macht mir schon die ganze Zeit das Gehirn. Wie ging das damals schon wieder? Ich erinnere mich an irgendwelche Dinge hier. Der Eingang der Typ, ja. Mein Gedächtnis hat Lücken. Ich werde leider auch nicht jünger. Das mit den Zelten kam schon in Zukunft. Der Wagen kommt noch bekannt vor, ja. nicht so schick wie mein Wagen im Jahr 1986. Herrje, ich hoffe, ich habe 86 noch einen Wagen. Naja, wenn alles glatt geht und du wieder zur Achse A zurück kannst, dann ja. Naja, wenn so eins jetzt im Dock war, bringt nichts, wenn man da großartig rumschlawiner. Hui, 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 scheiß Steuerung. Also? Ich habe mit ihr gesprochen. Und? Sie sagt, sie weiß, was sie will. Und das sind Sie. Aber ich kann es nicht sein, konnte es nicht. Wir gehören nicht zusammen. Mir müssen Sie das nicht sagen. Finde heraus, was sie bei Männern mag. Ich bin mir fast sicher, dass ich ihre Ansprüche nicht erfülle. Ja, bin ich auch. Ist zwar gemein, wenn man das so sagt, aber das ist leider wahr. Übrigens, Edna. Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja, Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Corleone, wissen Sie das? Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund. Okay. Drittens und am allerwichtigsten, Ja? sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffen durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es. Er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe.
Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben? Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig, versuche die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen. Ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Aha. Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Eigentlich nicht, obwohl es ein bisschen so Womanizer nicht so gut ist. Noch bodenständig ist, ein Affinitätsmesser, gute Frage. Was ist eigentlich dieser mentale Affinitätsmesser? Oh, er ist eine absolut revolutionäre Erfindung. Er misst die Affinitäten einer Person, was sie anzieht, was sie abstößt, solche Dinge. Interessant. Und das funktioniert wirklich? Natürlich, wozu sollte man etwas erfinden, das nicht funktioniert? Auf jeden Fall funktioniert es gut genug für meine Zwecke. Wenn man damit irgendwie belegen könnte, dass der Doc halt, also sprich das Emmett, abweisend auf sie reagiert, das wäre doch schon mal, naja, gut für unsere Sache. Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm. Ja, Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Naja, weiß kann nicht jeder tragen. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentale Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Das müssen wir ändern in Zukunft. Das ist auch nicht schlecht. Einmal hat Emmett einen Zug entführt, um eines seiner Experimente durchzuführen. Ich bitte Sie, in Hill Valley hat es seit Mad Dog Tennants Zeiten keinen Eisenbahnraub gegeben. Naja, eben, ich sag ja, dritter Film und so. Der Vizerektor hasst es. Es gibt gar keinen Vizerektor hier. Emmett hat zu seiner Zeit viele zwielichtige Dinge getan. Mein Vizerektor sagte, ich solle mich von ihm fernhalten. Ihr Vizerektor klingt wie ein Dummkopf. Womit sie ja ausnahmsweise recht hat. Sie sagen, Emmett hat nur Augen für Sie? Absolut. Es ist beinahe befremdlich, wie hingebungsvoll er ist. Ach ja, gut zu hören, dass er endlich beständig wird. Ja, beständig wird? Ja, dass er nicht mehr von Blüte zu Blüte fliegt. Von Blüte zu... Sie machen Witze. Oh, das klingt doch schon mal besser. Irgendwie tun sie mir alle leid. Wer? Emmets andere Mädchen, jetzt da in festen Händen ist. Bitte. Ich glaube, mittlerweile kenne ich ihn. Es gibt keine anderen Mädchen. Tja, wie können wir sie davon überzeugen? Haben wir Fotos? Nö. Ich Schade frage eigentlich. mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino, der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Corleone. Irgendwie schon, ja. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Trixie! Hey Artie, hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. Der mit der Laune. Was macht denn die gute Trixie Schwotter hier? Da frage ich mich gerade, sind sie und Nat im Paar? Dürfte eigentlich nicht sein, wa? Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene... Oh, hey Kleiner, sag mal, bist du nicht der Kerl, der... Sie gegen Kid Tannen aufgebracht hat? Ja. Du siehst ohne Bart viel jünger aus. Das war wirklich ein schmutziger Trick, mir einzureden. Kid hätte Artie kalt gemacht. Tut mir leid. Das war die einzige Möglichkeit. Ach, vergiss es. Das versuche ich zumindest. Vorbei ist vorbei. Das ist mein Motto. Einfach für den Moment leben. Genau. Also, was machst du hier? Wollen Sie die Hebel bedienen, die die Zukunft steuern? Auf der Expo, Dummerchen. Technik für eine bessere Zukunft und das alles.
Oh, ja, deshalb bin ich hier. Und das alles vor allem. Ach du Scheibenkleister, ja, das ist wohl. Ja, Freunde, das schauen wir uns in den nächsten Part an. Hier wieder bei Zurück in die Zukunft, dem Spiel Episode 4. Bis dahin, tschüss.